Hochsommer ist klar und deutlich, wir wollen, dass die individuellen Rechte von der Bewegungsfreiheit und vom Schutz von Privatleben nicht voll retabliert gehen. Schluss muss es mit der Ausgangssperre und Schluss auch mit den Abschnitten am Privatleben von den Leuten. Wir haben also eine Auffassung von unserer Gesellschaft, die von der Freiheit vom Einzelnen ausgeht und nicht von der Allmacht von einem Staat. Freistreite Bürger in eigene Verantwortung und kann wichtige Decisionen für sich selber holen, ohne Gängelung durch die Regierung. Und weil wir an unserer Haltung konsequent sind, verlangen wir bereits die volle Retablissement von den Grundrechten. Für als Forderung ein bisschen zu ermauern und zu dokumentieren, will ich Madame Präsidentin eine erste Motion überreichen. Wir wollen noch, dass die Handelsfreiheit, Liberté de Commerce für jeden voll retabliert wird. Wenn das doch schon bei vielen Geschäften der Fall ist, da bleibt der Horeca-Sektor immer einfach ausgeschlossen, er kann nicht normal funktionieren. Wir bleiben also bei der Forderung, dass der Horeca-Sektor nicht ganz abmachen, selbstverständlich am Respekt vor den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. In dem Sinn will ich dann noch, Madame Präsidentin, eine zweite Motion überreichen. Nicht nur, Madame Präsidentin, hindert die Regierung leider mit der Unterstützung von der CSV den Horeca-Sektor abmachen. Nee, sie geht doch nachhin, gibt verschiedene Terrassen eine neue Definition, und möchte den Gag mit all den Patronen, die extra investiert haben, für ihre Klienten können es zu servieren. Man kann den Durchanin nicht nur vollziehen. Die Gedanken hat die Regierung sich auch schon können für einen Monat machen. Wir verlangen und hätten doch gerne gesehen, von Terrassen wenigstens Oves bis 10 Uhr hätte können abmachen. Ich meine, es geht ja besser wieder. Und ich meine, Täter Katzki Buckel und Lektionen auch für jede Woche, wenn Sperrstunde ist daheim. Madame Präsidentin, wir begrüßen, dass ein paar kleine Erleichterungen an diesem Gesetz stehen, speziell im Bereich vom Sport und der Kultur. Aber es geht da teils nicht weit genug. Es bleibt also ein Rätsel, für was kein Publikum am Sport darf sein. Das Risiko, für sich an einem Stadium anzustechen, ist ganz sicher nicht mehr groß wie an einem Kino oder an einem Theater. Man verlangt dadurch als Sportler, in dem Sinn kann man auf ihr Supporter zählen, und in dem Sinn überreichen ich dann die dritte Motion. Madame Präsidentin, mit ihren Forderungen ist der immer Männer isoliert. Am Anfang von der Krise war meine Partei eine ganze Länge mit ihrer Position für den Respekt von den Grundrechten. Wir am Laufe von der Zeit sind noch andere Parteien löserlos auf Eislinien gekommen und darüber hinaus auch andere Organisationen. Darüber freuen wir uns. Es ist interessant, dass in dem Kontext nicht nur mit Diskussionen über die Freiheit, mehr über die Kriterien, die als Argumente bemüht werden, Freiheiten anzuschränken. Ein gutes Beispiel ist die kontroverse Debatte über die sogenannten Inzidenzwerte. Wir hatten als RDR mehr wie einmal über Sinn und Unsinn von dem terriblen teuren Large-Scale-Testing geschwärzt, und wir hatten noch als Überlegungen zu der Aussagekraft und der Interpretation von der PCR-Testerei mehr wie einmal aufgebracht. Wir bleiben bei dieser Forderung, dass Cour des Comptes soll ein Spezialrapport zu diesem Thema schreiben. Madame Präsidentin, für eine paar Tage hat man in diesem Haus eine animierte Debatte über die Situation an den Zypern. In dem Kontext haben wir für kurzem auch die interessanten Observationen von der Nationalen Menschenrechtskommission notiert. So wie die ADR kritisiert sie die Situation an den Alters- und Pflegeheimen. Viele Leute waren massiv von der Isolation betroffen
an die hat den katastrophalen Effekt op ihr Psych, so dat viel von den betroffenen Leuten sie gern leben wollten wollen. Ob der geht nicht mit zu betonen, dass die Regierung endlich mehr aktiv gehen, nachdem es die zuständige Minister versucht hat. Von der Menschenrechtskommission gibt es dann noch viel Kritik, dass diese Menschen von ihren Relationen einfach aufgeschnitten gehen, angesperrt an ihr Besuchsrecht massiv eingeschränkt. Wir sind nur gespannt, ob den Expertenrapport verlangen, dass diese Erbicht auf eine wirklich unabhängige Manier kann machen. Mehr als fand noch die Idee ganz interessant, für eine Zukunft eine externe Instanz die Überwachung von der Menschenrechtssituation an den Häusern für Elerleck anzuvertrauen. Das könnte über den Ombudsmann geregelt gehen, den dürfen die nötige Kompetenzen kriegen an das nötige Personal. Der Conseil supérieur des Personnes âgées hat doch schon so Ideen entwickelt. Und dann Präsidentin, wir gesehen noch mit viel Fried, dass da am Ausland viel über die Grundrechte an der Covid-Krise diskutiert wird. Immer mehr Gerichtsurteile verteidigen die Grundrechte von der Leute gegen die DAX zu viel Restriktivpolitik von der Regierungen. Wir hatten Urteile an dem Sinn als Portugal, der Schweiz, der Belgien, ein paar deutsche Bundesländer, aber wir sind gespannt, wie ein aktuell laufender Prozess für ein Bundesverfassungsgericht ausgeht. Wie heute Lützeburg, der die schon lange festgestellt hat, wird nur in Deutschland darüber verhandelt, dass Kontaktbeschränkungen an der Familie, gerade wie auch die Ausgangssperre, gegen die Grundrechte von den Bürgern gingen verstoßen und damit nicht verfassungskonform wären. Zumal der Couvre-feu als eine drakonische Maßnahme, die an der Bekämpfung von der Pandemie kaum etwas bringt, einen massiven, disproportionierten Angriff darstellt. Madame Präsidentin, der begrüßt, dass die Impfkampagne weitergeht, die für uns natürlich muss auf 100% bei freiwilliger Basis beruhen. Wir begrüßen auch, dass die Regierung mit Transparenz an der Thematik von den Nebenwirkungen weist. Wir fordern die Regierung auf, komplett soll informieren, zu was für eine Sorte Nebenwirkungen nach Todesfällen bei den jeweiligen Impfstoffen erkennt. Wenn die Leute sollen Vertrauen kriegen, dann geht das nicht mehr über den Weg von einer Ehrlichkeit. Madame Präsidentin, wir stellen uns auch Fragen über die Schnelltester an den Schulen. Die Kinder sollen das Tester ja selber unter der Observation vom Lehrpersonal führen. Das Tester schenken offiziell in Donnerstag noch an deutlich mehr fiabel zu sein wie die PCR-Tester. Falschtestresultate können aber, besonders in einem schulischen Kontext, ganz problematische Konsequenzen haben. Aber den Packungsbeilag von diesen Schnelltester durchliest, da steht den auf folgenden Hinweis. Die Testergebnisse dieses Produktes sollten vom Arzt zusammen mit anderen klinischen Informationen umfassend beurteilt werden und sollten nicht als einziges Kriterium angewandt werden. Weiteres nachzulesen, tragen Sie bitte beim Testen Schutzkleidung, klinische Maske, Handschuhe und Schutzbrille. Hier muss die Regierung ein realistisches Konzept entwickeln, wie so Tester überhaupt können, sinnvoll angesät gehen, und zuverlässig. Herr Präsident, auch wenn an diesem Gesetz ein paar Erleichterungen stehen, die wir auch ausdrücklich begrüßen, also da war dann so, dass Einzelgrundfreiheiten, die an der Verfassung verankert sind, noch immer eingeschränkt gehen. Und aufgrund von dieser Basis stimmt das Gesetz nicht mit.